Guten Morgen. Das ist ein sehr schöner Frühling. Morgens von der Sommer, der kommt, der Vögel singen und das Gras alle Jahren grün worden. Und bald haben wir einen schönen Sommer im Garten und verschiedene Arbeiten mit der Beten schön gehen. Und auch Bahn. Aber ich freue mich, dass wir von der Jahren hier taub sind und Gott sein Wörter anchecken und taub singen. En ons een ander opbieden en ook mitteilen. Dat is een schöne tijd wat we hier kunnen hebben. Dat is een familie en Jezus Christus. Een mensen wat Gott gleicht alle mensen. En we zijn er maar aangeteld dat God ons gleichen dat. We zingen is een lied, smars en op Englisch zingen we dat. En ik dacht, dat wordt een fijne lied zijn op Hochdeutsch zingen. En van je wel, dan geloof we zijn genoeg hier dat we kunnen zingen. Wanneer je een Duitse Liederbuch neemt, dan draaien we nu 218. Dat lied zegt, Jezus zieht zum Kreuze mich. So, dat lied redt van dat we wel, we vreemd Jezus, dat hij ons wordt naar arm tragen. So, ich hoffe, wir sind alle an so einer Lehre, gerade und wo wir sind in uns Leben, dass wir gleich ein Dichter an Jesus zu sein. Wir sind Kreuz, das ist ein Kreuz, wo wir Vergebung finden, dass wir sind Blut dran von uns, ein Kreuz, was wir uns abnehmen, dass wir wollen für arm leben, dass wir zu unser eine Sinn, uns eine Eck gestaltet, ihn sein, jetzt sterben wollen, weil wir sein, was das Leute alle mit anhaben, aber das Leute ist ein Gebet. So wir wollen das ein Gebet singen, nur Jesus ist uns will, dichter nur arm, dichter nur sein Kreuz tragen für seine Vergebung und für das Leben, was wir an arm fingen, wenn wir zu uns selbst sterben. So 218. Jesus zieht zum Kreuze mich, wo die Quelle fließt, die zum Ball der Sünde singt, dort so freie gießen, hin zum Kreuz,
beten. Himmlische Vater, Dankeschön für das schöne Tag, für das Zeit, was wir hier taub sind und die Worte ankijken und uns einander abbieten, mit singen und mitteilen und uns begrüßen. Dankeschön, dass du an unserem Mann bist, dass du uns nicht verloren hast und dass du versprochen hast, du wirst immer mit uns sein. Ganz dort, wie wir wollen, fertig stehen. Nicht im Sinne, was wir verloren haben, aber im Sinne, was wir gewonnen haben, an die und durch die. Und da freuen wir uns toll, wir kicken verweicht nur den Tag. Ich bete, dass du nu, wenn wir durch gehen, wenn wir durch das Leben gehen und verschiedene Kämpfe begegnen, ich bete, dass du uns verschalten. Ich bete, wenn hier ist wer ist von uns morgens, was ein besonderer Kampf hat, was ein schwieriges Ding für sich hat, oder ein schwieriges Ding ban ist, ich bete, du wirst dir Ansicht geben, wirst dir Kraft geben, Weisheit, den Geist, mit Mut durchzugehen, was immer du für uns hast. Und so bitte ich, wirst du mir wiedergeben hier von der Material, was du mir hast am Hort gelegt, und das wird ja in Sehen, in Abbiehen sein. In Jesus in Namen beten wir. Amen. So, das Leute, was wir gerade sagen, das redet von Krieg, da reden wir auch von, und das hier da mit sein Bad, wir werden beim Krieg sein, Bad, wie dort triumphierend, bei Gott sein Thron stehen, für Gott sein Thron, triumphierend, das meint, wir haben gewonnen. Wir gleichen, glaube ich, alle zu gewinnen, oder nicht. Als Erste wäre nicht gleich zu gewinnen. Das gibt so eine Menschen, glaube ich, die wollen nicht gewinnen, die realisieren vielleicht nicht, das gibt Menschen, die tun sich selbst eigene Dinge an, oder erleben, Dinge, die wir drehen, dass sie nicht gewinnen wollen. Die realisieren das vielleicht nicht immer. Und eigentlich fallen sie sich, sie sind nicht gute Dinge wird, sondern tun sie sich immer, das selbst somehow sagen, dass sie nicht never gewinnen. So eine Menschen gibt das, aber wir wollen nicht von da sein. Ich glaube, wir sind alle so wie gleichen zu gewinnen. Und manchmal gleich wie vielleicht mit der rechten Ding zu gewinnen. Ich denke, das ist nochmal einer sagt mal zu mir, dass Habert, wenn du niemand sei, mit über was ivern, der sei, kämpfen, der ist über erst was, und hast du gewonnen, warst an, dass das rechte Ding war. Hast du sehr ungestrengt und something, was nicht mal gut ist und nicht mal weiß wird sein, was. Und ja, auf das auch. Aber von dort reden wir von der nicht. Von der reden wir von Gewinn am geistlichen Leben, von Überwinden an uns geistlichen Leben. Ich habe zum Farsch durch die Jahre abgesammelt, was an mir hört, was mir so wichtig war. Some haben vielleicht auch erst für mich mitgedacht, kann sein, von Jugend auf her. Aber bloß, because ich habe sehr gekämpft mit Dingen in meinem Leben. Ich denke noch manchmal, dass mir Dinge schwierig sind und dann habe ich eine falsche Sache, eine Wege gesagt, hey, wo kann ich überwinden, wo kann ich gewinnen? Und ich glaube, wir sind eine solche Lehre. Und so, ich will Ihnen von der some falsch mitteilen, was mir geholfen haben, wird die Bibel klar sein, dass das, was uns helfen wird, zum Gewinnen und zum Überwinder sein an uns geistliches Leben. Und so, dann würden wir uns gerne fragen, was ist ein Gewinner, was ist ein Überwinder? Das sind, so, dann würden wir gerne sagen, okay, auch vielleicht nicht so viel überdenken, Überwinder, das sind Prediger, nicht? Oder einer, der dann ein Suitjacket anhat, oder was er so nubren kann, oder was er vielleicht viel Geld hat, oder und all Power auf diese ihr haben. Ich weiß gar nicht, was verstehen wir uns für ein Gewinner. Wir haben vielleicht verschiedene Bilder, aber wenn wir wirklich dort mal aufdrehen, was ist wirklich ein Gewinner, wenn wir geistlich denken, was ist wirklich wichtig in die Leben, was wir sagen, like, wenn wir müssen eine Liste abschreiben, das sind die 3 wichtigsten Dinge, like, was es gibt. Nicht bloß von deren, aber was es gibt, was sind die 3 wichtigsten Dinge? Was ist ein Gewinner, was wirst du sein? Was wirst du auf deine Liste abtun? So, da wird uns bloß halten, ich sage nicht, dass da 3 Dinge sind, aber da wird uns halten, da vielleicht mit durchzudenken. Ich habe es in Kimmel getan. Bedenkt mir, was ist wirklich ein Gewinner? Was ist wirklich wichtig? Und ein von den Dingen, was wirklich wichtig ist, das ist das, was wir gerade sagen, nochmal ein Tag triumphierend für Gott seinen Thron zu stehen. Das ist das erste Wort, was wichtig ist dort. Das ist das erste Wort, was wichtig ist dort. Und wenn du nicht groß an den Hort hast, ja gesagt, dann ist es nicht wichtig, als dass ich dir nur anstreben an das Leben. Wenn dort das wichtigste Ding ist, und du damit anstimmst, dass dort das wichtigste Ding ist, dann ist es von der nicht wichtig, als dass du wirst nur anstreben, dass du wirst noch ankommen. Du kannst, ich weiß nicht, wo wir können sagen, dass dort das wichtigste Ding ist, und wir von der uns nicht umgeben. Wir sagen, das wollen wir noch mal. Ja, warte mal.
vielleicht schafft ihr noch mal, das wird ihr noch mal, das wird geben, dann wird mir Hand geben, oder dann wird mein Leben ändern, oder dann wird das Ding mal schaffen in mein Leben. Und das Ding zu schaffen ist dann schwer. Und je zu jedes mit, und dann manchmal Dinge, die sind schwer zu schaffen, die wir wollen nicht schaffen, und dann, da wir die mit aufschieben sind, ja, das geht. Und so, ich weiß gar nicht, von den Dingen, die wir kämpfen, das, aber in dieser Vers, die beschrieben das auch nicht, die sagen, das wird eine halb erst zum Überwinden. In was die Bibel sagt, dass klar sein, dass ich habe 7 Dinge auf meine Liste boven, und ich will nicht so eine Kartmatte da, und dann wir die alle durchkriegen. Some von denen, wo ihr Eier hier tun willst, die sind an mein Hort, ich gleich dem, die sind viel wert gewesen an mein Leben, und ich glaube auch noch mal was dabei. Und, aber das sind wichtige Dinge. Das erste Ding, was wir wollen checken, und wenn du die Bibel mit hast, und was hier Vers abschlagen hier und da, das ist in Offenbarung Kapitel 12, Vers 11. Offenbarung Kapitel 12, Vers 11, der hat 3 von den Dingen dabei. Ich wollte den Vers lesen, wir wollen ihn ein paar Mal haben. Das heißt, es steht, und sie haben durch das Lamm, ich wollte in Vers 10 anfangen. Dann hier ich im Himmel eine Liederstimme sein. So, das ist nicht im Himmel, das ist niemand, die triumphierende Lieder im Himmel. Der Überwinder, der Gewinner, was im Himmel sind. Aber die haben nicht zu tun. Dort ist wie das ist, nochmal in der Zukunft. Oder vielleicht ist es die, was all sind, das weiß ich nicht. Aber anyway, das ist wie das ist. Der Überwinder, der Gewinner, der triumphierende Menschen, die im Himmel sind. Dort ist, und was das hier jetzt, die kriegen hier was gefragt, und dann geben die eine Antwort, und der Antwort macht wie weiten. Und das ist, was das hier sagt, in Vers 10, in Offenbarung, Kapitel 12. Dann hier ich im Himmel eine Liederstimme sein, nu als unseren Gott seine Radung, seine Kraft, und seine Recht, und sein Christus seine Kraft gekommen. Willst nu als unsere Brüder verklären, die an Tag und Nacht für Gott verklärt, raufgeschmitten. Und sie haben durch das Lamm sein Blut in das Wort, wofür sie anstanden, überarm gewonnen. Und an wir dort bat Tod, nicht ihr Leben zu tun. Das sind 3 Dinge. Das erste Ding, was sie sagen, so das sind, was gesagt von den triumphierenden Menschen, die da am Himmel sind. Das wird gesagt, 3 Dinge, wo sie überwunden haben. Das erste, was das sagt, sie haben durch das Lamm sein Blut überwunden. Und da fingen wir viel Vers von in der Bibel. Römer 5 hat Vers davon, Römer 3 hat Vers davon, Epheser fingen wir viel Vers, Kolosser fingen wir Vers, Johannes 3, was der Bruder hier lesen hat, Römer 8. Da sind so viele Vers, die würde ich gleich in alle einzeln mit ihnen übergehen. Die sagen, dass das ein Weg, zum gerecht zu werden mit Gott, zum Frieden zu haben mit Gott. Und das ist durch das Blut Jesus Christus. Das ist der einzige Weg. Gott als heilig, als rein, und ich und du sind nicht. Und das muss wir tauschen, dass Gott, dass der Mann am Kreuz ist schon tot, dass Jesus wie schuldlos am Kreuz, und er wie ein Sünder, er hat sich das verdient. Die Anstellung muss wir haben, nicht bloß der wieder sein, aber das muss wir an uns weiten, dass wir sind Sünder, wir haben uns nicht Gott verdient. Aber, das der Bruder verbracht, Johannes 3 sagt, will Gott uns gleicht. Durch wen schackte Jesus ihn sehen, um für uns zu sterben. Das wir am nicht, am wieder schwor, das fing wie Jesus wieder schwor, Jesus wieder schwierig, aber nicht an den Sinn, dass am das entwehen wir, dann mach ich doch wohl, nicht? So, jetzt uns das nochmal, von uns einen anderen, für die Kinder, oder bei der Arbeit, dann mach ich doch wohl, weil ich das nicht, aber kann nicht really ein anderer Weg, dann mach ich doch wohl, nicht? Und freiwillig muss, sieht mir mal somebody. Gott hilft ihn sehen, wenn er uns gleicht, wenn er die gleicht. Und er kommt mir auf, nur diese Erde mit menschlicher Körper ab sich, leitet sich Kreuz noch nähern, dass das Blut stritzt. War der Menschen, was er wären, glaube ich, das sagt er nicht, aber das kann ich anders sagen, ja was, glaube ich nicht. Allemal, dass sein Blut dort schält, für die Menschen, für uns. Und wenn es Gott wir, wenn er rein herrlich wir, wenn wer er ist, wir das genug, um den Sinn für die ganze Welt betonen, für Gott. Die Welt, wir für Gott nicht reich, und Jesus kam und er wascht dort war. Er betont dort, dass wenn ich und du, was an der Bank schuldig sind, und an uns, nur bei uns Brüder, bekommen, die würde das für uns betonen. Wir haben nicht einen Cent gegeben, aber die kamen und die betont dort für uns, wenn er uns gleicht.
Nicht, wenn er muss, oder wenn er schuldig wird, oder wenn er Bier geschrieben hat, wenn er uns gleicht. Er wird an, hey, der hat $100.000 Schuld, oder was immer. Und der Bruder kommt und der wird betont nicht. Man, was von Bruder wird das sein? Was würden wir denken von dem Bruder? Das ist, was Gott für uns tut, bloß viel mehr als $100.000. Eine Ewigkeit bei Gott im Himmel. Das ist, was Jesus da betonen tut für uns. Und Krieg. Wenn wir können das nicht. Wir haben kein Reichtum mit den Praxis, wenn wir $100.000 Schuld haben. Wenn some von uns haben allemal große Schuld. Und man, wir schaffen da und jeder da, nicht? Und, aber diese Schuld, diese große, ging nicht zu betonen. Und Jesus kam und er betont. Und so manchmal Physik wird dann nicht noch ein Cent bieten da, nicht? So wenn dein Bruder nicht wie kommt, der hat die dann nicht $100.000 Schuld betont, weil wir sein. Und dann wirst du sagen, ich kann noch ein 20 Jahr. ATM sagen immer 20 Jahre, nicht? Ich kann noch ein 20 Jahr an der Fab, ich will die nicht wenn es geben. Wo wird dein Bruder sich fallen? Oder was wird das von dir sein? Von dir wird es sein, die das die sehr groß. Ich mag noch ein 20 Jahr geben für die $100.000 Schuld. Ich kann nicht ein Geschenk annehmen, die 900, was immer das würden sein. $20 wenn jetzt 100.000. Das war ich allmutig annehmen, sei verfreien, aber ich kann das nicht über mich kriegen, das ganz unternehmen. So sind so Menschen Gott gegenüber. Die können sich nicht Gott handgeben in einem Unternehmen, ganz frei, dankbar, die Matten nach seiner Witwe bieten. Das ist actually sehr schlecht, wenn wir so dort sind. So, wir können frei, dankbar, mit Mut, Jesus sein Blut annehmen, sein Opfer von uns annehmen. Und das ist der einzige Weg, wo wir können gerecht werden für Gott. Das ist, was die Bibel uns klar lernt. Und das ist das erste Ding. Manchmal jaftet sind, wenn wir uns bekehrt haben, wir sind Menschen, wir sind am Glauben, wir sind bekehrt, wir sind Christen, das jaft sind, dass ein Christ nochmal eine Sinn hat. Und das soll wie keinmal tun, das ist sehr schlecht, wenn wir das tun. Und zwar wird das alle nochmal passieren. Vielleicht habe ich ein erreichtes Wort gesagt, würde wir sagen, das ist vielleicht nicht so schlimm. Some Menschen haben nochmal, was wir eine grobe Sinn haben. Alle Sinn, der uns von Gott weicht. Wir sollen niemals sinnen. Aber die Bibel sagt uns, in 1. Johannes schrieb den Vers, weil ich durch 1. Johannes 2, Vers 1 sagt Johannes, ich habe Ihnen diese Dinge geschrieben, dass ihr nicht sinnen soll. Aber, wenn der wer sinnen soll, der hat eine Rare an Jesus Christus. Das ist, was das sagt. Even für uns ist, glaube ich, als der Weg durch. Dort ist, wo wir überwinden können. Wir brücken nicht stecken bleiben. Wir können im Glauben vorwärts gehen. Man uns noch mal so gegangen hat, wir brücken nicht stecken bleiben. Wir brücken da nicht abgehangen bleiben. Das ist ein Weg vorwärts. Das ist ein Weg zum Überwinden. Das ist an Jesus Christus, der sein Blut. Weil wir nicht von der Sand, was da stecken bleiben, weil wir von der Sand, was da vorwärts gehen. Aber weil wir keinmal nicht singen, weil wir uns mählich zu tun, das nicht zu tun. Aber wenn uns das noch mal so geht, dann haben wir eine Stelle, das ist bei Jesus Christus, sein Blut. Okay, der zweite, was wir haben, ist von den Salzier Vers, das seht ihr, das Wort, für was sie anstellen. Auf Englisch sagt es, the word of their testimony, so Zeugnis, Belebnis mit Gott, was Gott für ihn getan hat, und dann, was sie davon dann das rüberbringt, zu anderen Menschen. Das ist das Wort von Zeugnis, würde ich das nennen. Und das ist ein Ding, wenn du was überwinden in deinem Leben, dann red davon, red von Gott, red von Jesus, was er für dich getan hat, red von der Bibel. Das kann einfache Dinge sein, man könnte niemals gehen, auf ein Gas, auf ein Ark stehen und sagen, reden, vielleicht sollst du das tun, das sage ich nicht. Aber das meine ich, dass du machst. Aber das meine ich vielleicht am Kaffee da, das meine ich vielleicht beim Abwaschen, das meine ich vielleicht am Dash, das meine ich vielleicht hier in der Kirche, wenn der Gelegenheit ist dafür, das meine ich vielleicht, wo immer das ist, das kann ein großes Zeugnis sein, das kann bloß ein klein bisschen sein. Wenn jemand zu jeder ist, mir erst nochmal, wir spazieren nicht an der Allach, und wir spazieren, da wird einmal von Donald Trump geredet, und auch von der Ware, und auch von Tariffs, und vielleicht auch noch ein paar andere Topics. Hast du mal versagt? Ich weiß nicht, wo der früh ist, dass der reden vielleicht von anderen Dingen noch. Das Ware wird vielleicht jetzt all dir sein. Wieso wirst du nicht mal in Bibelvers machen und sagen, hey, ich los von dir an das Vers in der Bibel, was glaubst du davon? Da will ich mit einem Vers, was dann ein klein bisschen Ding, was ich so abmache, nicht?
Ein klein bisschen in ihrer Hüllung haben, das fern, gleich schleich meinen, aber ein klein bisschen denken, hey, was meint das wirklich? Das versiegt das mal. Weil die anderen, wenn das gläubige Menschen sind, die freuen sich, wenn die das ist. Freust du dich nicht, wenn somebody das ist? Das merkt die stark. Wenn du redest von Jesus, wenn du redest von dem Glauben, das merkt die stark. Weil das schon, weiß ich nicht. Aber wenn die was in Überwinder sind, in Gewinner sind im geistlichen Leben, hier ist was die kosten. Das reden von, was Gott für die getan hat. Von das Wort, Zeugnis, von deiner Bekehrung, von einer Versprechen, und somebody Mutter sprechen, was du von uns morgens gelesen hast. Was immer die Dinge sind, erst was zeugen, von Jesus was sein, das merkt die stark, das gibt die Kraft. Und wenn die Wasser in Gewinner sind, hier steht die, das wäre das wichtigste Ding, triumphierend für Gott seinen Thron zu stehen nochmal. Hier ist was wir können tun, uns selbst stärken dafür. Da meine ich nicht, dass wir uns das können verdienen. Wir haben groß von Jesus im Blut geredet. Aber das wird uns stark merken für den Kampf. Von Gott zu reden, von seinem Wort zu reden. Epheser 6, Vers 17 redet von das Wort, die Bibel ist ein Schwert von Gott. So, wenn du dir Gedanken kriegst, oh, Gott hat mich eine Weg verloren, oh, Gott, der hat nicht von mir eine Weg nicht, oder ich sage mal das, oder was immer ich hatte. No, die kann sein, die Bibel sagt, in der Vers, muss sie dann lernen, nicht, wenn wir die Bibel weiten, dann habe ich 14 Schwerter in der Hand, und ich habe gesagt, no, Gott hat gesagt, ich war immer mit dir sein, ich war die niemals verloren, das ist ein Schwert. Right? Oder wenn mir das schwierig schien, von Gott zu reden, dann kann ich sagen, was Jesus hat befohlen, die Soße, wir sollen von Gott zeugen. Oder das können viele verschiedene Dinge sein. Die Bibel hat Dinge von uns, was ein Schwert sind, wenn wir die brücken und wenn wir die weiten, so dann müssen wir die Bibel studieren, die an uns haben, und dann sammeln wir Dinge ab, und das ist für uns ein Schwert, das hilft uns in uns Leben. Und wenn wir die Dinge sehen, Gebet abstellen, so auch evaluiert. Und es ist fein, evaluiert zu beten. Es ist fein, wenn wir selbst hören, was wir beten und glauben, even wenn wir ganz allein sind. Das dritte Ding, was ich habe geschrieben, das sage ich, wir sollen am Geist wandeln. Zum überwinden. Galater 4, Vers 25 sagt, wenn wir am Geist leben, dann werden wir auch am Geist gehen. So der Vers macht es klar, dass einer kann in sich bekehren und dann nicht wirklich Jesus herangehen. Das ist für mich ein Trouble, das Unternehmen, aber ich habe das getan und vielleicht habe ich auch. Und ich gleich das nicht, wenn die Bibel sagt, wenn wir die Hoffnung in Jesus Christus haben, wo wir uns rennen. Aber das darf noch mal sein, dass wir Christen sind, aber wir leben nur im Glauben. Und das sagt hier in Galater 4, Vers 25. Wenn wir am Geist lebendig sind, dann werden wir auch im Geist gehen. Wenn wir dort nicht tun, dann sagen wir es, wenn wir ein Bild nehmen von der Arbeit steht, dann ist es, ich gehe bei der Arbeit anklocken, dann gehe ich mir durchsagen, dann knacke ich Knacks aus und spaziere über die Port vom Dach. Ich sage, eingeklagt, ich sage einen Arbeiter, ich sage euch genommen. Aber ich lebe nicht da noch nicht. Die Bibel sagt, wenn wir im Geist lebendig sind, dann sollen wir mit dem Geist gehen. Und so, der andere Vers an das Kapitel, Galater 4, Vers 16 sagt, wenn wir wollen im Geist gehen, dann wollen wir nicht das Fleischeslust erfüllen. Wenn ich und du voll Jesus sind, wenn ich und du am Wort lebendig sind, wenn wir am Gebet lebendig sind, wenn wir Jesus gleichen, hast du mal an so einer Zeit gestartet, wo du die nur an Jesus fällst und wirst, dann sei er gesündigt bedeutet? Ich glaube nicht. Das ist einmal, wenn wir nur loten, wenn wir kalt waren, oder wenn wir uns loten, zu ziehen von Erswort. Dann auf einmal dann singen, wie Bosig uns merken, Fanfeilen, dann das Fleisch Fan merken feilen. Und dann sind wir noch wieder getraut von Gott. Galater 4, Vers 18 sagt, wenn wir am Geist gehen, dann dürfen wir nicht das Fleisch nur feilen. So, Überwinder, der jetzt mit Jesus taub. So, merkt ihr ein Bild, wir haben nicht Zeit, da lang von reden, aber merkt ihr ein Bild von zwei Stück gehen taub. Die gehen taub, und der eine, so vielleicht Monaten früher, gerade ein kleiner Bruder, oder Saster, was immer, die was, oder ein Boss und ein Arbeiter, wenn man wird, wollen feststellen, die gehen taub.
Er hat 2 Pieren, eins hat leidende Pieren, und der andere hat wel eigel te ziet, Wel das wat, het wel dort naar de staat, naar de wet, wel de grozen, wat allemaal dat wordt zijn. Ik kan niet pieren. Kom je het verstellen. Wanneer ik schaffe somebody, en ik wil eigenlijk anders is wat hij wil gaan. Ik kan nog maar je daar, en ik wil nog maar eens wat anders gelijkenis wat de veilige heeft is. En dan kan je dat dan ook zijn, en dan kan je dat op een fijne wijze zijn, en dan mag man zeggen, oh ja, heute niet aan die dag dankzij voor dat zijn. Maar wanneer ik eigenlijk bloß anders wil, like dan, en zo dat ik met Jezus krijg zo, wanneer we am Geist gaan, wanneer we met Jezus taub gaan, dan ran we niet dat Fleisch hingeran. Dan wollen we dat Fleisch niet erfüllen. En zo, wanneer du was in Überwinder zijn, en du was triumphierend zijn, dan go met Jezus taub, jeder dag. Dat meint niet leren, wat het alle vervallen is waren, wat ik waar gezinnig aan, dat meint smart, wanneer der in tijd, dat is mijn habit, dat is waar een ding wat ik kan doen, ik wand me dat aan, met Jezus taub te gaan. Met aan Gemeinschaft te zijn, aan gebed te zijn en bewust zijn over dat hij rond mij is. Niet bewust zijn dat God door is, dat Jezus met mij is, dat Jezus aan mij is. Dat is een van de wichtigste dingen wat we kunnen doen. Wanneer we am Geist gaan, Römer 8 redt davon. Lees Römer 8 nummer 8, wanneer je tijd hebt. Römer 8 redt van wanneer we am Geist sind, der Geist in uns ist, der erfüllt Gott seine Gerechtigkeit in uns. Und wir handgegeben sind zu Jesus, der fällt uns mit dem Geist, der merkt Gott seine, das ist nicht bloß, dass wir dann für Gott gerecht sind, aber der erfüllt Gott seine Gerechtigkeit durch uns. Und das weißt du, wenn du die Hand gibst, wenn du mit Gott Zeit spendest, du bist ganz handgegeben haben, dann einmal dann staunende Dinge sich drei in den Hort, nicht? Das ist, was das meint, am Geist gehen, mit Armtub an der Einigkeit sein. En dan op eenmaal zijn er veel dingen, veel leichter als wat de eier weer. Nummer 4 is redet van en onze schwache tijden, we zullen niet in onrecht gelangt haben für de zin. Römer 13, Vers 14 sagt, wir sollen Jesus Christus ontreiken, da reden wir groß von. En andere wird Jesus Christus ontreiken, dann sagt er, make no provision for the flesh. Nicht wat Reitmerken für das Fleisch, nicht wat Reitmerken für den Sinn. Some Menschen tun das nicht. Der Hand wird reit, het is vielleicht eine Footbahn oder das erst wie sagt, dann erst wir hängen meine Hand in Plun. Wann op einmal wel eine Chance haben, dann war ich das down, dann war ich singen, nicht? Weißt du, von was ich rede? Die Bibel sagt das nicht. Wenn an den schwachen Moment, dann musst du das heran. Wenn die Sonne Ding erkannt an die, dann schneid er auf, merkt das allmählich, merkt das schwer für die an den schwachen Moment, die zu versingen. Nicht eine Stehdraht merken für das Fleisch. Nicht deine Arms, nicht deine Finger, die aufhören für den Sinn. Und wenn du das hast, dann weißt du das, dass du das hast. Und wenn du das nicht hast, dann, die nicht weißt, von was ich rede, dann hast du das probably nicht. Okay, unsere Zeit ist just about aufgerannt. Ich wollte andere bloß angeben, bloß sagen, was die wären. Vielleicht dürfen wir nächstes Mal wieder. Vielleicht kann ich das selbst bloß nur studieren. Ein wichtiges Ding, das wir ganz Gott handgegeben ist, und das fing ich an Römer 6, kann ich das nur lesen, in Bereitschaft von Gott seine Hände zu sein. Uns Haupttext, Offenbarung 12, Vers 11, redet auch von, und wir nicht um mehr Leben zu tun, aber Tod. Und bei Römer 6 redet davon, Jakobus 4, Vers 7 redet von den Feind widerstehen. Das meint nicht bloß am Ignoren, das meint am widerstehen und sagen, du bist hier nicht willkommen. Go hier führt, und Jesus sein Namen, und Jesus sein Blut, ich habe Jesus an mir, der stark ist, der was an der Welt ist, und das 7. was ich hatte, ist am Glauben leben. Der Gerechte soll am Glauben leben. Das heißt, ich glaube, Gott sein wird, ich glaube, Gott ist an mir, und ich glaube, ich habe die Kraft, zu überwinden an Jesus Christus. Tja, maar wat van Unterschied merkt het? Neem dit eens met. Neem dit met. Wat van Unterschied dat merkt? Want ik geloof dat aan Jesus Christus kan ik gewinnen. Oder wanneer ik dat niet geloof. Denkt u even. We geloven dat. Aan Jesus Christus. Dat is aan ons. Met den Typ waar we gewinnen. Mag Gott ihn segnen.